Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo wir hier in der letzten Episode stehen geblieben sind. Ja genau, das war hier genau, beim Horse Lake, der Nero-Kontrollpunkt. Okay, wir müssen jetzt hier weiterfahren zu Kopfgeld. Triff dich mit Tucker und Alkai im Hot Springs Camp. Hier die Gegend haben wir soweit hier aufgerahmt. Hier ist allerdings noch infiziertes Gebiet. Hier haben wir teilweise auch noch weiß. Bin ich mal gespannt, wie das noch wird, wenn wir hier die Karte Stück für Stück allmählich aufdecken. Wir haben die Droge von Leon noch parat. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Denn es ist wieder eine Woche her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, ich wollte eigentlich der auftanken, aber egal. Das finden wir schon wieder. Moment, wir versuchen hier den Weg zu folgen. Gut, dass es am Tag ist. So haben wir wenigstens keine Infizierte bei uns in der Nähe. Und wir schauen einfach mal, dass wir das gut über die Bühne kriegen, hier den Weg. Wie man in der Trailer gesehen hat, kann es bei Days Gone ja auch immer mal wieder passieren, dass irgendwelche Bandite auf dem Weg, Bandite auf dem Weg entsprechende Falle stellen. Moment, da ist er. Der Freakledy-Deakledy. Sausack, okay. War ja was los. Die armen Schweine hatten hoffentlich was Wertvolles dabei. Okay, arme Schweine und Zeug, gern. Moment, hier holen wir uns erstmal wieder das Schrott. Weil ich glaube, unser Bike könnte da mal wieder Reparatur vertragen. Moment. Quatsch, hier müssen wir sowieso runter. Sieht nicht allzu übel aus. Okay, haben wir gleich mal die Schrottteile hier verwertet. Ja, gute Lappe, können wir auch immer gebrauchen. So, dann schauen wir uns da hier nochmal um. So. Jetzt aber bestimmt wieder irgendwelche gut kruscht Schrott. Haben wir nochmal einer. Ah, Kerosin. Hervorragend. Eine Schrotflinte. Die können wir jetzt nicht gebrauchen, aber die Bierflaschen nehme ich ganz gern. Ich glaube, mit meinem Sturmgewehr bin ich ziemlich gut unterwegs. Gerade falls ich wieder auf eine Horde stoßen sollte. Ist, glaube ich, tatsächlich das Sturmgewehr die beste Wahl. So, halte mal eine Gaul an. Wir können jetzt hier nochmal einen Molly produzieren. Ich würde sagen, das nutze ich eigentlich so gut wie ich kann. Die Primärwaffe und die Sekundärwaffe ist die Armbrust. Da habe ich aber noch diese Rückstandbolzen. So, Moment. Ich glaube, ich nehme aber jetzt erstmal wieder die Handfeuerwaffe. Können wir das hier wegschieben zufällig? Jawohl. Haben wir ja im Tutorial so gelernt, dass das funktioniert. Ah, da ist wieder ein Basie. So, dann kommen wir jetzt auch hier wieder durch den Tunnel. Da würde ich dann mal sagen, wir nehmen uns hier den Basie. Und frisieren den jetzt gerade mal ein bisschen mit Nägel. Da haben wir nämlich wieder die nächste Prügelwaffe, ne? Was ist denn da noch ein Beil? Ne? Unser nagelbesetzte Basie ist tatsächlich besser. Und da liegt noch was rum. Schrott, glaube ich, ne? Yo. Okay, also gehen wir insgesamt mit +2 Schrott aus der Geschichte raus. Dann steigen wir auf, Dick. Und wir gurken weiter. So, vorsichtig aber. Ich mag mich hier tatsächlich auch noch, Moment, ein bisschen umgucken im Tunnel. Da gibt es so meistens auch irgendwelches Zeug, was man abstauben kann. Nein. Das Beil möchte ich nicht. Aber ich möchte möglicherweise gucken, ob ich hier noch Schrott abgreifen kann. Also wenn wir schon in ein neues Gebiet gehen, dann auch bitte ordentlich plündern. Ich meine, in einer Postapokalypse... Oh, +3 Schrott. Jetzt sind wir auch wieder Maximum bei Schrott. Ich meine, in einer Postapokalypse würde ich auch natürlich selbstverständlich so viel wie ich nur kann plündern. Damit man seine Tasche vollgestopft hat. Ich meine, Überlebende haben immer der beste Scheiß bei sich. Sage ich ja schon bei The Walking Dead immer. Die Leiche von Überlebenden sind für gewöhnlich die beste Quelle. Weil die meistens kompakt alle nützliche Scheiß beisammen haben, den man so braucht. So.
Möglicherweise ist hier noch ein Polizeiauto. Das wäre ganz cool. Das war jetzt nur wieder irgendein Kantholz oder so ein Scheiß. Warte, Hoppenla. Hallo, Herr Freaker. Gibt erstmal was auf der hässliche Dates. Na, wie ist das? Halte mal die Gaul A. Die kriegt jetzt erstmal einen Kopfschuss. Da passt die Gretel hinter der Heck. Jo. Kopfschmerzen. Ja, Deke ist auch ein ziemliches Arschloch, aber ich mag den Kerl. Ach Gott. Nee, ohne Witz. Ich finde den Typ eigentlich ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Normalerweise merkt man ja auch immer so, okay, der Hauptcharakter ist jetzt vielleicht nicht so mein Fall. Aber ich muss sagen, Deke ist eigentlich echt ein cooler Typ. Der gefällt mir. Der ist ziemlich angenehm zu spielen. Der ist nicht großmäulig oder so ein Spaß. Der hat immer einen coolen Spruch drauf. Ich mag den Kerl. Der ist echt ganz witzig. So, halte mal eine Gaul ab. Wie kommen wir jetzt so drauf vorbei? Das wird so nicht funktionieren, ne? Weg blockiert vom Bike. Ah, okay, dachte ich mal schon. Also, irgendwie mussten wir hier da wegkommen. Warte mal. Dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen zurück. Steigen nochmal ab. Und klar, ich meine, Tag hin oder her. Aber es ist dunkel und Freaker scheinen das ja wohl zu bevorzugen. So düstere Gegenden, wo sie pennen können. Würde mich auch nicht wundern, wenn eine Horde irgendwo in einer Höhle oder so wäre. Da müssen wir mal gucken. Also die Horde beim Todeszug, beim Horse Lake, die hat mich jetzt schon ziemlich beeindruckt, muss ich gestehen. Ich bin immer gespannt, was da noch für Horde kommen. Ich weiß noch, du gabst damals einen Trailer zu Days Gone, was bei so einer alten Fabrik oder irgendwas war. Das waren ja gefühlt Tausende. Bin immer gespannt, ob wir dieser Trailer-Horde begegnen. Oder ob die einfach nur für den Trailer konzipiert war. Vielleicht ist in der MME was Brauchbares. Ah, Modell. Nero. Ja, wenn das ein Schnellreisepunkt wieder ist, gucken wir doch hier erstmal gründlich. MME-Sicherungskästen. Wenn eine Nero MME eine Sicherung braucht, findest du Ersatz im Nero-Kontrollpunkt. Verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Okay, das heißt hier nichts Da ist auffüllen mit Benzin. Sondern hier muss ich... Ah doch, hier ist auch nochmal... Falsche Richtung. Okay, hier ist auch nochmal Benzin, klar. Aber ich brauche für mein Bike wieder Benzin. Das wäre ganz cool. Wenn es da noch was gäbe. Ich höre, dass lecker Täubchenpastete in der Nähe ist. Ja, ich verstehe das schon, Deke, dass du noch der Sicherung gucken willst in eine andere Richtung. Aber ich mag mich auch noch so ein bisschen umgucken. Und Kerosin ist halt immer geil jetzt für mich. Weil dann kann ich wieder molly-tastische Dinge herstellen. So. Die Handfeuerwaffe finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Jo, nochmal Kerosin. Sehr geil. Können wir die Truhe aufknacken? Nö, geht nicht. Und mal wieder ein Lapper. Oder? Ja, ist ein Lapper. Sehr schön. Okay. Wir haben immer noch einen Kilometer, den wir zurücklegen müssen. Und ich sollte mich hier um den Nero-Kontrollpunkt kümmern, solange es noch Tag ist. Weißt du, Deibel, wann die Freaker dann wieder loskommen? So, dann schneiden wir erstmal hier die Dinger ab. Ich habe keinerlei Bock, dass denn hier die Freaker sich wieder sammeln. Also, normalerweise übersehe ich immer so einen Lautsprecher, aber ich probiere es jetzt wieder so gut ich kann. Abzuschnippeln, damit der Scheiß nämlich stört später. Und wir bräuchten noch Benzin fürs Bike. Das wäre ziemlich gierig. Nein, nicht hier lang. Ja, ich habe das schon kapiert, die nach wie vor. Aber, so, jetzt schalten wir erstmal die Taschenlampe aus. Ich mag nämlich gucken, ob hier möglicherweise noch Benzin rumliegt. IPCA-Technologie. Was brauche ich denn die IPCA-Technologie nochmal? Hatte mal eine Gaula, kann ich Attraktoren herstellen? Ne, dafür habe ich anscheinend kein Rezept, wie es aussieht. Schade. Was ist hier noch drin? Kistel. Oh, ist das? Eine Sicherung. Ja. Okay, es sah aus wie ein Injektor, aber okay, Sicherung ist natürlich auch gut. Sehr schick. Dann gucken wir mal, ob wir möglicherweise drinnen noch Benzin finden. Oder hier auf dem Truck möglicherweise. Jawohl. Jackpot. Dann wird erstmal unser Bike nochmal voll getankt. Ich denke, das ist ganz gut. Ja, die Hälfte war runter. Und dann die Sache, der Rest kommt durch rein. Und der Generator. Brauchen wir ja. Also, reite mit.
Gluck, 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 gluck. Ja, perfekt. Das reicht was Bike und dafür. Ja, geiler Scheiß. Dann machen wir hier noch die Sicherung rein. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Sieht wohl so Das aus. sollte klappen. Alle Sicherungen drin. Hier nochmal auf. Das Bike ist vollgetankt. Bin ich natürlich auch ein großer Fan davon. Zack. Und? Oh ja. Okay, Verdammte zwei Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Lautsprecher sind noch aktiv. Warte mal, halt mal eine Gaula. Hier. Ups. Okay, wir schneiden das Scheißding auch noch ab. Okay, ja, hallo Gretel. Halte mal eine Gaula, Gretel. Isera. Wir retten ab jetzt. Aha, die feine Dame ist noch zur Sprache befähigt. So, die andere Scheißdinger. Ja, da kommt schon der nächste Arge krüppelt. Freakledy-deakledy. Ups. Wow, hui, 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 hui. Geh weg. Gesichtrian. Warte mal, ich habe da jetzt so geile Fähigkeit. Genau, konzentrierter Schuss. Da war da was. So. Warte mal. Das Scheißding machen wir jetzt gleich mal weg. Halt die Fresse. Ich glaube, das waren alle. Gut. Gut, ich sag. Dann gehen wir jetzt trotzdem hier rein in den Nero-Kontrollpunkt. Mal sehen, was hier drin ist. Genau, da ist doch normalerweise immer ziemlich geiler Scheiß, ne? Wir machen erstmal zu, ich will nicht von Freaker überrascht werden. Ein weiterer Nero Mikrorekorder. Okay, hören wir mal zu. Ich weiß nicht, ob ich das anhören möchte. Ma'am, Ja, gehen Sie zurück ein zu Ihrem Nero-Injektor. Fahrzeug. Wir werden Sie... warten seit 12 Stunden hier. Ich habe 2 kranke Kinder hinten Konzentration. drin. Wir brauchen... Wir haben kein Wasser. Marion Fox, Kontrollpunkt. Aha. Ja, gibt aber auf jeden Fall dafür nochmal ein bisschen mehr Konzentration. Das können wir dringend brauchen bei dem konzentrierten Schuss, damit es länger bleibt. Hot Springs, 750 Vertrauen. Okay, du scheinst wohl noch eine Siedlung zu geben. Das Ende der Welt zu 25% für den Schlaf ich wenigstens Nero-Infos. nicht ein. Ma'am, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Jetzt. Eddie, hast du noch Wasserflaschen? Gib sie ihr. Gib sie ihr. Danke. Okay. Gehen Sie zurück zum Fahrzeug. Ja. Wir werden bald weitere durchlassen. Okay. Noch ein Medikit. Vielen Dank. Da kann ich Ratze. Tut mir leid. Wirklich. Da geht's einfach wieder raus. Hey, was soll das denn? Was ist los? Ich hab sie angehalten. Was? Sie lassen niemanden mehr durch. Okay, da gibt's Das noch 2 daraus. Flüchtlingslager ist voll. Was sollen die jetzt machen? Macht, was ihr wollt. Aber ich habe einen Plan. Hast du einen Plan? Wovon redest du da? Ich verstehe nicht. Nein! Nein, nein, nein! Was? Oh Reizend. mein Gott, so viele Menschen. Wie Bosa gesagt hat. Was ist das für ein Ende? Für den Kontrollpunkten eingekeilt. Bis der Tod kommt. Ich glaube, das sind noch ein paar Freaker unterwegs hier. Aber die sollen mich nicht weiter stören, die Freaker. Ich muss nicht jeden infiziert auf der Welt abmurksen. Deswegen, tschüsseli. Mhm. Cool. Okay, also das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe, mit dem konzentrierten Schuss. Da brauche ich noch etwas mehr... Oh, mein Schalldämpfer ist am Arsch. Die Waffe hat es danach hinter sich. So, wir sollten uns heilen. Dann sollten wir unser Bike reparieren, bin ich definitiv der Meinung. Das war so eine richtige Dummbatz-Aktion. Mal sehen, was da geht. Da geht viel. 3 Schrott, mal wieder geopfert. War so eine dumme Aktion von mir. Voll gegen den Betonpfeiler gerast und noch vom Bike gestürzt. Ja, ich hab's drauf. Definitiv. Halte mal eine Gaula. Das ist jetzt auch definitiv hier ein Schnellreiser. Punkt. So geht Schnellreise. Okay, ich darf nicht zur Not ras sein einfach. Und kann dann hier mit Viereck Schnellreise machen. Ja, das ist natürlich ziemlich geil. Okay, dann geht's weiter hier durch das Gebiet, durch das Neue. Wir gucken uns natürlich hier kräftig um, würde ich sagen. Noch ein infiziertes Gebiet. Oh, halte mal eine Gaula. Infiziertes Gebiet klingt nicht so gut.
Marion Forks, infiziertes Gebiet. Na, großartig. Ich hoffe, hier ist Kohorte, aber wir können probieren, das Gebiet hier zu befreien. Damit wir Marion Forks dann auch noch als Schnellreise kriegen, weil, wie ich das sehe, ne? Die infizierte Gebiete, nee. Hier das Crazy Willies ist auch nicht als Schnellreisepunkt. Nero Forschungsanlage, Dokami Unity. Schnellreise gesperrt, beseitige Infizierung. Okay. Ich sehe es, wenn ich im infizierten Gebiet bin, kann ich sowas auch nicht machen. Halte mal eine Gaula, wie viel? 2 habe ich derzeit. Jetzt habe ich 3. Okay. Schauen wir mal, wie wir hier vorgehen. Einen Schalldämpfer kann ich gerade nicht basteln. Wäre vielleicht ganz cool, einen zu finden, aber ich muss hier auf jeden Fall auch ein paar Nächte ausbrennen. Warte mal, kann ich hier hochklettern? Oder hier? Nee. Wie war dann das nochmal mit dem Klettern? So. Gucken wir erstmal hier over. Ob wir hier irgendwo geile Scheiß finden oder so, das wäre natürlich ganz praktisch. 5 Nester gibt es hier. Okay, das heißt, ich brauche Kerosin auf jeden Fall noch. Aber ich finde hier nichts. Vielleicht ist da... Nein! Nein, du Dummbatz! Vielleicht finde ich hier irgendwo noch Kerosin im Werkstattbereich oder so. Wenn das hier... Wenn es hier über Shire verfügt, dann verfügt es bestimmt darüber Werkstatt oder sowas. Ich sollte hier nicht allzu viel Krach machen, auch wenn es jetzt Tag ist. Glücklicherweise sind dann nicht so viele Infizierte unterwegs. So, gucken wir doch mal jetzt mal, dass wir da hochkommen. Ja. So, auf dem Heuboden haben wir hier irgendwas? Nee. Nur ein Beil oder Feueraxt. Ja gut, die ist halt klobig wie Sau. Das möchte ich eigentlich nicht mehr. Ich bezweifle, dass hier irgendwo Kerosin rumfliegt. Also wer so saudumm ist und Kerosin auf dem Heuboden versteckt oder lagert, dem gehört es auch nicht anders, als dass ihm die Scheier abbrennt. Okay. Gut, hier können wir ruhig ein bisschen Krach machen. Hier ist ja kein Infizierter in der Nähe. Ah, da haben wir wieder einen Lumpe. Ne? Jo. Lumpe sind gut. Optionales Ziel ist es auch hier, die Nächte abzufackeln. Aber ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall. Wir brauchen nur ein bisschen Kerosin. Ich werde wiederkommen und euch ordentlich einheizen. Ja, du musst erst gerne wiederkommen. Wir sind noch dabei, Deke. Wir sind hier noch im infizierten Gebiet. Da ist auf jeden Fall ein Nest. Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Hm. Hier, männlich, so im Traktorenbereich. Du müsstest doch... Ah, das ist nur die Garage wahrscheinlich und nicht die Werkstatt, ne? Okay. Also hier ist auch noch ein Nest unmittelbar bei mir. Nimm mal Gaula. Jo, das ist das hier, ne? Das ist halt das. Halt mal Gaula, da schmeißen wir gleich mal was drauf. Holen uns unser... Und drauf und Wetter. 3 Schimmelbolde. Mit jeweils 3 Schläge eliminiert. Okay. Gut, wir bleiben dabei bei unserer bei unserer Nahkampfwaffe. Zur Not hätten wir ja immer hier noch Vorschlaghammer und so Zeug, aber der ist nicht besonders gut, wie ich sehe, wenn ich die Werte mir angucke. Wahrscheinlich auch langsam wie noch was. So, warten wir doch mal, bis das Nest abgefackelt ist. Dann könnte man möglicherweise gucken, ob da hinten noch irgendwas dran ist, wo wir jetzt nicht dran kamen. Da können wir jetzt auch noch die Pflanze ein bisschen... Ah, ja, perfekt. Kerosin. Genau. Gleich wiederhole. Und hier der Basie. Und hier haben wir noch eine Pflanze. Eine Hundskamille. Besser als andere Sache, die mit Hunds anfangen. So, was ist das hier Schickes? Nestrückstände. Damit können wir dann auch diese tolle Bolze wiederherstellen. So, halte mal eine Gaul an. Da ist das Wohnhaus von der Bauersleit. Das sehe ich schon, Moment. Ja, doch rennen keine Infizierte rum anscheinend, aber hier könnte trotzdem ein Nest drin sein. Wir gucken uns natürlich gründlichst um. Ganz vorsichtig. Ich bezweifle, dass im Wohnhaus Kerosin drin ist. Wer braucht dann auch schon im Wohnhaus sein Kerosin, ne? Okay, wir gucken uns hier dennoch gründlichst um. Ob wir nicht andere schöne Sachen plündern können. Und natürlich, um zu gucken, ob hier ein Nest ist im Wohnhaus.
Zumindest wenn ich ein Infizierter werde. Ich gucke, dass ich hier im Wohnhaus auch mein Nest baue. Jo, Kerosin und Basie. Weiß ich Bescheid, wo ich hieß soll, wenn mein jetziger wieder kaputt ist. Okay, 3 von 3. Das heißt, ich habe wieder was in der Hinterhand. Wenn meine Mollys weg sind, kann ich hier nicht aufknappen. Oh. Oh, hallo. Okay. Der sieht auch ziemlich seelenlos aus. Diese Animation von Erhängte in der Unreal Engine ist immer ziemlich kacke und billig, muss ich sagen. Aber sich direkt über einem Scheißhaus aufhängen, ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn man dann kackt, wenn man tot ist, dann landet es wenigstens durch, wo es hingehört. Da hat jemand praktisch mitgedacht. So. Hier ist nix, wie es aussieht. Warte mal, hier sind X-Markierungen, aber ich befürchte, das geht erst so over hier, ne? Ja, Stockwerk over drüber. Na, egal. Bevor ich das jetzt rausfinde, ist die Episode vorbei. Muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich glaub's auch. Das sieht zumindest so aus hier, ja. Warte mal, Gaul, da können wir doch gleich direkt hier drauf schmeißen. Und gehen direkt hier... Scheiß drauf, wir gehen auf unsere Primärwaffe drauf. Freakle die Deagle. Und... Jo. Alles klar. Da ist wieder irgendwo einer. Gehen auf unseren Überlebensmodus, dann sehen wir sowas. Ach. Moment. Ah, du bist. Hallo. So, damit habe ich meine Waffe leer geballert. Was hat er dann bei sich? Da war doch irgendwas angezeigt, oder? Nö. Anscheinend nur die Schwärmerohre. Okay. Ich könnte allmählich Polizeifahrzeuge gut gebrauchen, um ehrlich zu sein. Zaunpfahl. Nee, lass mal. So, jetzt gucken wir doch erstmal, ob hier im ehemaligen Nest noch was Schönes drin ist, außer Nestrückstände. Schwärmerohre haben wir hier noch drin. Oh, Schrott ist natürlich geil. Pistolenmuni kann... Ach, nie schade. Laden wir doch gleich mal noch. Und basteln hier gleich nochmal den neuen Molotow noch. Und Munition für mein Sturmgewehr wäre natürlich auch ziemlich geil. Aber okay. Hier fährt wohl irgendeiner mit dem Bike noch vorbei. Irgendein anderer Drifter. Also soweit ich das verstanden habe, ist Drifter hier das Wort für solche Lone Survivor-Typen, die mit dem Bike unterwegs sind. So. Okay, da haben wir noch was. Ich denke, das Gebiet ist soweit relativ gut geklärt. Mhm. Schicke Geräusche. Aber es wird allmählich Nacht. Ganz allmählich sollte ich zu meinem Bike zurückkehren und aufhole, damit ich nicht ständig ewig weit wegrennen muss. Nur um zu meinem Bike wieder zu kommen. Steht ja noch hinten bei der Shire. Okay. Jo. So, halte mal eine Gaula. Wir gehen mal da hier. Wieder aufs Bike drauf. Ja, allmählich wird's bitter hier. Das wird ziemlich hässlich jetzt, wo es Nacht wird. Mir ein bisschen zu lang gebraucht, glaube ich, für den Kontrollpunkt. Mhm. Sollten hier runter. Auf die Schniss. Kotze Freak. Ah, jetzt streuen sie hier schon überall rum. Na, geil. Okay, jetzt steht es aber wenigstens da rum, das Bike auf der Straße. Ich sollte nur jetzt erheblich vorsichtiger sein. Ah, ich habe noch ein bisschen Munition gekriegt. Warte mal. Wir machen das mit der Armbrust. Was sind denn das für Geräusche, Kerl? Pfui Teufel, Freaker. Was? So, wir holen uns das Öhrli. Und dann schauen wir nochmal, dass wir hier die Armbrustbolze auch noch basteln können. Ne, haben wir nicht. Uns fehlt Zedernsetzung. Okay, warum nicht?
Dann eben nicht. Aber den Bolzer können wir wieder zurückholen. Das ist natürlich geil. Ich bin froh, dass ich in die Fähigkeit geskillt habe, um ehrlich zu sein. So. Ich würde aber sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle meinen Cut und mache dann übermorgen Feuerchen hier bei dem Nest bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.